Wer hat an der Uhr gedreht? Es ist wieder Engage-Zeit, zurück bei Fire Emblem. Und ja, ich bin natürlich jetzt hier im göttlichen Kapitel der strahlende Stratege. Ja, wollen wir uns halt Soul schnappen, wa? Aus Path of Radiance. Und erstmal gucken, wie die Map genauso aussieht. Irgendwie, ja gut, hier Truhen und so, aber nicht irgendwie hier. Ach, das sind die. Okay. 2 Fliegende, nicht so das Problem. Und sonst immer ein bisschen dieselben Truppen. Das finde ich ein bisschen schade im Spiel, dass ich irgendwie mal eine Map habe, was zum Beispiel irgendwie mal nur Magier gibt oder nur Gepanzerte, die aber irgendwie noch einen kleinen Kniff drin haben oder so. Immer so ausgeglichen. Verbrannter Boden. Warte mal, gab es ja auch bei Path of Radiance so eine dämliche Map? Ich habe irgendwie ein ganz mieses Déjà-vu. Und so eins, was, naja, unangenehm war. Elfenlicht, was hat der Schönes? Elfenwind und Fraktur. Ja, der Fraktur, du mich auch, ey. Oh, ein Donnerschwert-Typi. Aber ansonsten kann man damit bewerten, Strategie durch, wa? Wir sonst oftmals auch haben. Okay. Wir können 12 mitnehmen. Das ist mal neu. Also, Sidal und Tiki, glaube ich, ist klar. Die beiden machen soweit auch immer einen guten Job. Fogado. Ivy. Jetzt mache ich es mal hier mit der Zuwahl ein bisschen anders. Also, der Hauptcharakter, der immer dabei sein muss, komischerweise sogar bei Sidequests oder göttlichen Kapiteln. Sidal, der Tänzer mit 2, unsere beiden Wolfsritter. Mit Magie, mit physisch, mit Behendigkeit, Geschwindigkeit, alles dazu. Dolchschwert und Axt, alles super. Hier unsere beiden, sag jetzt mal, Bogenschützen auf ihre eigene Art und Weise. Dann Ivy, der Lindwurm. Jetzt ist halt die Frage, Ivy, der Lindwurm mit Chloe oder aber Hortensia. Chloe ist Level 12. Und ich fürchte eben, wie schon mal erwähnt, von den Werten her ist jetzt nicht unbedingt mehr so der Bringer. Das heißt, ich pack mal Chloe raus, pack dafür Lucina rein. Hortensia, Entschuldigung. Mal gucken, was sie mit der Magie plus ein paar geilen Stäben so ausrichten kann. Vielleicht soll doch dann noch den Ring wieder switchen, aber erst mal eins am anderen. Louis mitnehmen, hier oben. Ich weiß nicht, der hat so viele Magie, haben wir vorhin gesehen. Muss ich ständig aufpassen. Und schnell vorwärts kommen wir mit ihm ja auch nicht. Das heißt, Louis vielleicht zurücklassen, da kommt Alfred wieder mit. Und Diamant, haben wir hier die beiden Prinzen wieder mit dabei. Ich könnte eigentlich mal hier das Ganze ein bisschen anders darstellen, warte mal. Den passt mit Bushiroad nicht mehr so richtig. Ja, dafür mit Timira und Corin. Ein Drachenanner-Bonus ganz cool finden als Assistent. Könntest du auch bei Bushiroad nutzen, aber auch bei ihm Magie sehe ich eher weniger. Bei ihr vielleicht schon. Hier haben wir also die ganzen Prinzen, Prinzessinnen erstmal. Dann euch zwei wieder. Dann ein bisschen das Gefolge. Weil es ein bisschen doof klingt. So, 12.
Das heißt, übrig wären jetzt Chloe und Sina. Warte mal, wenn wir hier ein bisschen der aktuellen Charaktere drin haben. Ich weiß, jetzt fehlen mir eigentlich Etienne. Aber es extra entwickeln uns, aber trotzdem sind nicht dabei. Das liegt daran, weil ich wirklich erstmal testen will, wie es mit denen hier so läuft. Den Ring von Lucina an sie geben. Ich weiß, ob das viel bringt. Alles Rapierring und so. Für hier oben austauschen, das wäre eher eine Variante. Warte mal. Die Embleme switchen. Nimmst du mal den Ring von Ike. Der passt bei dir auch wie die Faust aufs Auge. Alfred, du kriegst den Ring von Lynn. Nein, Entschuldigung, Lucina. Hortensia, die würde doch auch gerne so einen Ring geben, wir haben dummerweise keine mehr. Wobei wird ja auch keine mehr. Wobei ich habe gesagt, Beilev wäre eine Option. Zum Testen. Ja, wo kann ich es besser testen als jetzt? Also nimm den Ring von Beilev. Die Lanze, aber sie ist ja physisch, keine magische Lanze. Wobei, vielleicht haut sie noch ein bisschen. Könnte ja sein. Okay, jetzt haben wir Ivy, die hatte schon also einen guten Ring. Jetzt brauchst du ja dann natürlich wieder mal einen guten Magiering. Wie viele S-Ringe habe ich eigentlich noch? Ich glaube nur 2 war bisher. Die ganzen Bandfragmente echt mal richtig farmen. Doch nur ein jetzt, warum können ich 2? Der Cedring natürlich auch geil. Ah, doch hier. Hä? Okay. Luf! Okay, ne, Einheiten passen jetzt fürs Erste. Dann passen wir die Positionen an, wa? Jetzt sagen muss ich hätte irgendwie doch gerne Louis dabei. Schon mal 12 Typen mitnehmen und trotzdem bei Louis rein, aber die sind trotzdem schon so hoch im Level her. Jetzt ein bisschen gucken mit Boucheron, Hortensia vor allem. Ja, komm. Nee. Die Position ändern schon wieder, ich weiß. Die Frontkämpfer. Unsere Flieger. Ah, passt eigentlich bei dir. Die Wolfsritter. Hier oben noch so. Berittenen, das sind zwar auch Beritten, aber sind Wolfsritter, das ist ein bisschen was anderes. Wolfsritten haben trotzdem so ein Pferdeface da drin. Oh mein Gott, egal. Wird schon gut gehen, Freunde. Es ist, bleibt und wird spannend. Motiviert wie immer. Mach ich. Dann ebenfalls Schaden. Super.
Dann wollen wir doch mal. Erstmal gucken, wo waren die speziellen Typis. Der war mit dem Donnerschwert, genau, aber noch richtig im Kopf gehabt. Langbogen ist halt trotzdem ein Bogentyp, also aufpassen. Stahlgroßland und so. Die Waffen werden natürlich auch immer. Gewitter. Donnermagie mit große. Willst du mich verarschen? 3 bis 10 Felder. Kein Vollangriff möglich. Okay, der muss zu Citrin. Alter, die werden es ja so gut verstehen. Das verbindet ihn von 2 Feldern. Liegen Magen Schaden zu. Excalibur. Oh, so, nee. Das dreht schon wieder, Alter. Eigentlich war es eine Art Hassliebe. Einerseits habe ich dann Sowen geliebt. Power of Radiant, andererseits dachte ich mir so, oh Sowen, du bist so ein Arsch. Wie doof im Leben war. Ein Rittertod muss auch vorsichtig sein, weil es wirkt auch bei unseren Wolfsrudel. Mit dem Buchstaben ist mir relativ egal, um ehrlich zu sein. Okay, er hatte da eine spitzenmäßige Stahl-Großaxt. Ich will ihn aber trotzdem lieber Feuer plätten. Gott sei Dank kann eigentlich voll beide attackieren. So, wir gehen schon mal ein bisschen nach unten, die ganze Truppe. Und schlagen uns dann ein bisschen durch. Ich mache schon mal ein Bündnis. Für diejenigen, die vielleicht drauf gehen könnten, die ich hier vorne brauchen werde. Tag und Nacht, ja, aber natürlich noch ein bisschen engagen und so, mal ein bisschen gucken. Bündnis bei ihr ist noch zu früh. Der heilige Schild. Tja, ist trotzdem Damage machen, war. Also vor allem so viel Damage vor allem. Du, er kann die Truhen ruhig klauen, er kommt eh nicht weit. Erstmal gegenseitig heilen, war. Ja, was jetzt? Ernsthaft jetzt? Ah, so ein Scheiß. Sag mal, was ist denn das für eine Map hier? Okay, dann so ein Elfenlicht-Fuzzi, da haben wir so ein Fuzzi, ja, überall nur Fuzis. Ja gut, ich meine, den kriege ich jetzt locker platt.
doppeln wäre mir zwar lieber. Vielleicht mit euch beiden direkt, warte mal. Warte mal, ich hab doch... Ah, sie wird die Resistenz erhöhen, nicht die Magie, war? Okay, für Verschiedenes macht irgendwie Sinn. Okay, aber sie killten da nicht komplett. Nur für einen Zug. Ne, warte mal, da war ja über längere Zeit, war die Resistenz erhöhen und so. Okay. Ja. Ich mach einfach mal, wa? Schönes Ding, Fogado, schönes Ding. Oh, schöne Werte, das gefällt mir. Das gefällt dem Michael. Du, 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 du. Das gefällt mir irgendwie nicht, ich weiß nicht warum. Das ist ganz seltsam zum Teil, dass mir solche Dinge nicht gefallen. Wie weit runter kommen wir mit hier ein? Weil ich überlege gerade. Oh. Ja gut, also. Theoretisch ja, praktisch nee. Lassen wir das mal, wa? Es lebe die Vehemenz. Es lebe die Magie. Ja, Magie kann sie, Magie kann sie. Überleg gerade. Wenn ich Bougeron ein bisschen raufhauen soll. Sind irgendwie noch auf eine krasse Art und Weise noch gute. Die Trefferkugeln gefallen mir nicht. Er trifft nämlich gar nichts gegen die. Was ist denn da los? So, komm. Mal gucken, was die Kombo so ausmacht. Ja.
Schlag der azurblauen Zwillinge. Warum? Weil es einfach kann. Ich würde ihn gerne erstmal brechen, aber ist irgendwie ein bisschen schwierig bei dem Typen. Astralsturm kommt natürlich auch noch zum Zuge, gar keine Frage. Dann kann ich den ja in relativ viele Typen schmeißen. Ah, die Dinger sind gar nicht noch drin, wa? Schade. Nee, bringt auch nichts. Wie sieht es mit der Kombi hier aus? Ist einfach kacke, ist nicht überhaupt zu treffen, ey, Alter. Seid ihr, ist gerade ein bisschen schwierig hier. Nehmen wir einen ganz normalen Angriff. Aber eben, der trifft 100%, also not bad, Alter, not bad. So, und stellen wir sie mal da rein. Hat es ihn auch noch ein bisschen geheilt. Sehr gut. Ich glaube, ich schicke Bushro aber doch lieber nach unten. Oben sind wir schon zu viele Typen. Also, ist schon genug starke, sag ich jetzt mal. Alfred Lucina. Kann ich dann noch irgendwie was machen? Jemanden anlocken? Typ mit dem Stahldolch. Ja, du bist nicht gerade der schnellste, Alter. Deswegen ist es nicht ganz so geil, wenn du da irgendwie runter gehst. Toll, jetzt muss ich hier aufteilen mit... Ah, super. Warte mal, wer hat den Ring von... Beilev, du hast ihn, okay. Wenn du einen Beilev-Ring hast, dann gehe ich doch hier drüben. Der Beilev-Ring kann ja auch doppeln, beziehungsweise nochmal angreifen. Ich habe das Gefühl, hier unten könnte es die schwächere Truppe sein, deswegen gehe ich jetzt mal da unten lang. Okay, überspring's mal, weil ist ja klar, was passiert. Break! Break ist ernsthaft noch Schaden gemacht? Doch, hey, ich glaube, der Break hier macht noch Schaden bei denen. Tatsächlich, hey, dann das. Selbstheilung. Oh, so selber. Das ist eine coole Fähigkeit.
Schade, dass ich die nicht habe. Die Kombi war natürlich jetzt noch gar nicht bei Beilev. Das sollte sowieso hier unten sein. Heal. Der ist Feuer und Flamme, wa? Ich sehe schon. Achso, ne, warte mal, sie hat ein Ding gar nicht. War das Mary nach unten geschickt oder was? Nee, hä, wo ist Mary hin? Ah, hier, Entschuldigung, haben den gar nicht gesehen. Ja, aber sind wir am Anfang. Okay. Das finde ich jetzt ein bisschen übel, dass er nur so wenig Damage macht. Okay, vielleicht doch hier noch ein paar Magier mehr hinschicken sollen. Upsi. Kein Problem. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Der greift echt zuerst an. Krass. Also er wird zuerst angreifen. Vorher kriege ich ihn nicht platt, da will ich nicht mehr doppeln. Ah ne, warte mal, da wo ich stehe ist eigentlich gut. Wann jetzt hier eigentlich derjenige von uns, der einen Erweckungsstein hat? Hä? Ah, hier, Bougeron. Wäre schon cool, wenn man treffen würde. Entschuldigung, ich meine natürlich, wenn er kritten würde. Mann, Bougeron. Ich habe mir die nochmal im Zug, wa? Genau, okay. Für den Tanz der Göttin halt. Oh mein Gott, mach halt erst einen Engage.
Und Bougereau trifft nicht. Ich glaube das einfach nicht, ey. Ja, jetzt trifft natürlich. Mann, Bougereau, also manchmal... Könnte ich ihn... Da müssen wir mal noch die Kombi einsetzen, auch mit Byleth und Edelgard. Wäre eigentlich eine Idee, okay. Die beiden müssen dann natürlich rein, aber zwar den noch hier. Der auch ein bisschen auf den Sack geht, aber gut, ist halt so. Ja, den scheiß großen AT will ich nicht einsetzen, vor allem hier ein Typ mit dem Wind. Im Wind da steht, das, nee. Will nur äußerst ungern tun. Ach ja, die Kobschläge. Der noch. Da kommen ja auch zu viele. Das sieht noch nicht so wirklich rosig aus und ja, dann kommen ja wieder alle. Ja, wobei. Die Frage war es um direkten Kampf. Das sind halt die Stahldinger. Problem ist nur, ich kill die halt nicht direkt. Weil sie schon so krass drauf sind. Da kommen zwei, nee, drei Typen sogar, wa? Da steht es halt wirklich hier drauf und hoffe, dass nichts passiert. Das, also mit der Orkanax immer eher spät angreifen, nicht sowas von übel. Natürlich 0 Damage, ey. Also es sieht hier oben ganz übel aus, Freunde. Man muss auch mit ihr eigentlich etwas machen, nachher kommen die ganz anderen Typen auf mich zu. Also ich kann mich mit ihr eigentlich nur treffen lassen, oder was? Wie scheiße ist das denn bitte? Und man greift immer mit der Stahlklinge an, das heißt, er kontert sowieso immer. Krass. Dabei habe ich einen Waffenvorteil.
Gut, was das jetzt für ein Logi dahinter war, verstehe ich auch nicht. Das ist einfach die ganzen Stäbe verschwenden. Jetzt müssen wir wieder hoch zu healen. Nun denn. Und dann noch ein paar interessante Gegner vor uns. So, Freund, jetzt greife ich aber zuerst mal an, wa? Du hattest eben deinen Spaß, jetzt bin ich dran. Gut, ich meine, Diamant hätte es auch kritten können. Ist nicht verboten, Kumpel. Jetzt muss er erstmal hier ein bisschen was machen. Erstmal muss der weg. Was noch schwer nervt mich. Puh. Lahmheit. Gut, die haben Geschwindigkeitsboost bekommen. Was ist denn Lahmheit für eine Fähigkeit? -2. Okay, mit dem Messer. Sie will also ihre Feinde messern. War aber das richtig verstanden? Okay. Also wenn die Dinger hier so schnell sind, nicht durchkommen. Bei dem ging schon wieder. Warte mal. Ich habe sie dann noch hier hinten. Da bringt natürlich jetzt nicht so viel. Es sei denn, Citrin donnert weg. Du, 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 du. Mal die Drachenade einsetzen. So. Also, halt nicht wie weit sie jetzt noch kommt, wa? Nicht so weit, leider. Da will ich jetzt ungern hin. Und da wäre ein feindlicher Magier, den killst du schon, da sehe ich kein Problem. Nutze nochmal deinen letzten Stab hier. Und Resistenz. Ich meine, du wirst vermutlich von nicht dem da, sondern dem da attackiert. Wesentlich weniger Verteidigung, sprich, da wird es sich auch lohnen, auf Defense zu gehen. Auf die physisch. Den physischen Wert. So. Jetzt hier unten. Hier wird es ganz lustig. Was mache ich denn halt hier unten? Ich würde so gerne ein paar Kombis spielen, aber das sind mir zu viele. Ich glaube, die reißen mich auseinander. Sondern so, naja, die Typen. Der ist schon übel auf einer Reichweite her. Und der ja auch. Ich müsste also vor allem die platt machen, aber vor allem die hier noch. Die hat trotzdem viel Schaden austeilen. Da kommen den verdammten Flieger da oben nicht dran. Ja, das bringt nichts, Freunde. Wir müssen uns das mit Beilöffeln so noch für ein anderes Mal aufsparen. Die Combo. Ich habe natürlich mit ihren Dingen noch, wa? Den Tanz, wo alle 4 nochmal angreifen können. Dann würde ich erst mit
Ich muss eigentlich noch näher ran nachher, warte mal. Natürlich überall vom verbrannten Bogen, das ist auch voll scheiße. Da gehe ich gar nicht hier entlang, sondern gehe gar nicht hier entlang. Doch er muss wegen dem. Problem ist, hier so angreifen ist vor allem bei dem sehr übel. Ich muss erstmal treffen. Wie weit kommen wir rüber mit ihr, hä? Mit Hortensia. Ich komme eh nur so weit. Also ihr könnt nur hier den göttlichen Tanz machen. Tanz der Göttin. Da geht nur im Umkreis. Also ihr braucht jemanden hier, 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 hier. 4 Stück. Dann nochmal zu ziehen. Und dann im Idealfall hier unten klar Shift zu machen. Plus mit dem noch. Den noch irgendwie wegzukillen. Natürlich ihn mit dem Langbogen. Es könnte klappen. Nochmal kurz checken. Jetzt vor allem halt der muss weg. Ja, bis hierhin. Ja, direkt. Ist noch kurz vorher, war. Kurz am verbrannten Boden, okay. Da ist theoretisch, wenn ich hier hinstelle. Ja, Ritter tot, das wäre für ihn nicht gut. Nie aus angreifen am Elfendonner, es müsste halt treffen. Oder hier Elfendonner trifft er und da ist er Langbogen-Fuzzi. Da sagen wir mit ihr doch lieber, wenn schon hier angreifen, dann richtig attackieren. Die Typen platt machen und dafür aber die hohe Magiewerte aber direkt wegkillen. Der Rest funktioniert alles nicht. Alle für einen. Auch nicht das Wahre drüben. Was? 4% Crit-Chance und er trifft. Das ist wohl ein schlechter Scherz. Meinem Feind der Crit ist sowieso schon selten genug. Auge des Sturms. Der Gegner nicht. Super. Komm, hau ihn weg. Oh, das ist geskriptet, hey, ich glaub's nicht. Nee, das will ich so nicht, Freunde. Oh, scheiße. Vielleicht ID auch schon ein Fehler, weil ich sie jetzt sowieso nicht nochmal einsetzen kann. Aber weißt du was? Wir schauen nächste Folge weiter, weil ist eh jetzt vorbei fürs Erste.
Was heißt fürs Erste, ist wieder so viel Zeit vergangen. Wir sind in dieser Folge, Freunde. Ich muss gucken, wie ich das irgendwie klug hinkriege oder vielleicht auch mich komplett zurückziehen muss. Weil das auch so doof aussieht hier unten und so und doof. Bis nächstes Mal. Bye, bye.